Moin und herzlich willkommen. Wir sind froh, dass ihr dabei seid. Dir lauscht auf den Podcast Bibel sieht wart. Nee, das Bibel sieht wat? Mann, das Bibel seit wat? Seid alle fertig, organisiert von der LBE-ASBL. Idiot recht. Was seht die Bibel, aber was seht sie nicht? Worüber möcht ihr sich Gedanken, aber worüber staunt ihr? Seid dabei, wenn wir durch und über die Bibel diskutieren. Haut dabei sinn Miriam, an den Timo. an ëch den David. Mir schwatzen haut virun an die Episode die vollchte überhaupt machen ass vum Kapitel 5, Jacques Kapitel 5 vu Versen 1 bis 11 und dat kann der am Neuen Testament op der Seite 370 fannen. oder auch an der App. Oder an der App kënne dat fannen dat techt Bibel op Lëtzebuierch. Und dann fänken de Jun mat den echten 2 Versen, die ganz interessant sinn, weil de Jacques de fängrem un ganz gentil ze sinn. Ihr seht, lauscht dat emmal gut no, die Reicher. Jémat erkreicht iwwer Äre Misère, den iwwer Dich kënnt. Reichtum verfault, Kleder goufe vun de Matte gefries. Ech wollt zust sto bleiwen an ech wollt mat Dirch drüber schwatzen, weil de Jacket ha ganz knallen huet mat de Reichen. An mat Vätringen Reicher schwatzt hin. Wie sinn die Reichheit? Also op den echten Blick gebe ich so materiell reich Leute keine Tendenz. Okay, dat se Reicher. Weil dann nur Fu wat fir enge Reicher schwatzt de Jacques da? Wat eng Reichleit schwatzt nun? vor als ob die an der Kommunität sind, die in Uschwätze so ob den allgemein Usos. Ah, ma ja, dafür schwatzen wir darüber. Was ist es dann? Wenn ich mal feststellen, dass wir ja ganz am Anfang von also Folgen über den Jacques Molenka festgehalten, dass es Juden sind, die unter Jesus leben, die an der Diaspora leben. Ja. Da sind nicht nur armer Mengen dabei gewesen, da waren 100% noch Reiche dabei. 100%. Weil sonst kannst du nicht an der Synagoge sein. Das heißt keine Genau. Synagoge mehr. Aber irgendwie muss ich ehrlich sagen, wo ich mich auch heute dafür vorbereitet habe, oder wenn ich das mit dem Jacques lese, die 2 Verse, den Abschnitt, der schwätzt mich zwar so persönlich, aber auf den ersten Blick fällt er für mich so ein bisschen aus dem Raster. Weil ich bis dahin noch nicht so das Gefühl habe, es geht viel um Reichtum. Bis auf ganz an dem in einem von den ersten Kapiteln geht es ja um Favoritismus. Und da haben wir ja Reichkind, Männer reich. Ja. Okay, aber das war irgendwie so, also die Verbindung halt so, als, dass sie so reich sind, wie sie, du hast die ersten 2 Verse, Klammern just 4 gelesen, wenn ihr dann nur guckt, was da nur noch erwähnt wird, dann ist es ja so, dass sie wirklich Reiche gewesen, weil da Leute für sie auch geschafft haben und so weiter. So, ja. Also für mich wären schon Leute aus der Kommunität, aber ich bin erstaunt, dass sie so reich sind. Oder wird sich für mich, ob man so am nächsten Blick unhört. Ja, und dummer das sie nicht auch verstanden, oder hast du noch etwas beizufügen? Nee, schon mal die Frau mal gar nicht gestaut, wen die reich sind. Sind die Reiche, die an der Gemeinschaft sind, und mit denen schwätzten. Also für mich sind es die Juden, die Leia von Moses gut kennen. Weil ihn wiederholt halt Sachen, die erstaunlich sind, wenn man ein bisschen guckt. Sie müssen ob manst hier das Testament kennen, weil das geht ugeholt, ne? Ja. Und dann wenn man von den Reiche schwätzen und so weiter, leider haben wir nicht im Psalm 73 op Lützeburg die Ausdrucksweise so wie ein Teil gebraucht als auch gebraucht am Psalm 73 oder am Jesaja 5 Vers 8 bis 9. Also das schon von do rausgeholt an der Hinsicht, das nicht Neues was sie angeht. Mit da muss ich allerdings so, wenn es sich bezieht auf die Reiche aus der Kommunität, da muss ich so,
und das schon immer ganz relativ direkt da singen Kritik oder Uweisungen, dann hast du relativ hart, weil wann ich das gi einfach so an enger christlicher Gemeinschaft viel sind, da kein den du als einfach keine Ahnung, du lest ja nicht Gutes und denen. Also ihn das nicht differenziert, vielleicht für so auszudrücken, als enger Kritik mit das wirklich äh, wie spät seht denn die Hut op der Erde Pläier gelieft am Ja, Vers 5 wir werden an davon noch so immer an schwatzen. du klinget so wie dat war der den worum man der ich gekümmert huet Ja, aber das könnt ihr auch aus dem Text für mich raus. Also Weil- wann ich drüber nachdenken, zum Beispiel der Reichtum gëtt ja am Judentum ziemlich häufig als Sege vu Gott konsideiert an et schenkt mir wie wann en Opruf mech so erinnert Dir schon de Reichtum macht zwei Sege sinn das net es fir Davidkeet das fir ha op der Erd das net fir Davidkeet Dann hast du Kontrast, weil wenn du die anderen Verse guckst, die wir noch nicht gelesen haben, also wenn du die Versen 1 bis 6 guckst, da schwätzt du wirklich mit den Reichen und ihr seht, die haben die korrupt beholen. Mit all den Sachen, wir werden ein bisschen mehr da rangehen. Und durch das korrupt beholen ist der Reich gehen. Ein bisschen können so rüber. Und dir fehlt dir schon, wenn es ihrem Reichtum sicher, mit die Sicherheit, die der a Gott soll tun, hut net geht net sicher. An das fir mech bisse wat he rauskënnt. An ich wollte das mal bisschen méi an Munsche vun de Versen ragoen. Wenn man de Vers 3 da weiterlesen, du seten dann Gold an Silver sie verrascht. De racht as Zeie géint ihrch a frist Äre Keper wie Feier. Die huet Schätz fir déi lächt deich ze Summe geraf. Wat sinn die lächt deich? ja dat ist ein Ausdruck am Neuen Testament Ne- am deitschsprachesche Raum benutzt den Haus so Begriff Endzeit den et net am or an den deitschsprachesche Bibel gëtt mit den Ausdruck am Neuen Testament lächtech dat bezeichnet sech Zeit vun Jesu echtem Kommen op der Himmelfahrt oder Peichten bis zu dem man vu uns rekënnt an eng sete praktisch wann de Städter so die Suen oder het Gold oder wat immer als Reicht mir Jugeliefert tut dat war gut entweder wann der stirft oder wann der Jesus treckend dann lass dat flöten dann und ist mir wichtig. Schmenge wann man am Geest bleiwe vum Jack. just fir auch zu so aber der Begriff die da stecht das net just am Neuen Testament zu fangen dat von den noch am Alten Testament Ja, ganz ja. drin. Wat ich awer zo ass wann man dann die Lächt deeg gucke vun dësem Zeitalter, weil dat ass wat ugeholl ass. Die Lächt deeg vun dësem Zeitalter eit man an den nächst Zeitalter agin. Dat ass dem Jahwe sein imminent Jugement dat kënnt. An ihr seht am Fongo huder die Reichtum do opgehäuft fir de Jugement vu Gott. A wann lo kennt nie jugéiert. Hallo? Dafür kann ich mat enger roischer Gewissheit so dass den Satz die hut Schatz fir die Lächt seich zu Summe graf ziemlich sarkastisch ass 100%. Ja. Weil die Reiche die sind in bossig behole fir Mche das wat ihr wollt dat immer rum so irgendéier an so engem jüdischen Ironie riverbringen, weil das bisschen sarkastisch an eng Hinsicht dass de Gag Martine mcht an wann net verstehst dass de Gag bis mat der mcht dann fräst der schwer dass der Reich wie reich gebos mit die Reich die hunne anfall bossig behöhlen wat ein Reichtum sammeln ugeht an da das mengglisch vu mi weit geht das auch ein Thema wat den dingen wat Jesus abgreift also ihr Schweiz Dacks vom Reich ja da wollte ich dass man weiterlesen wenn de Vers 4 wann man den noch weiterlesen du können wir ein bisschen mehr gucken am Alten Testament und dann gibt die Sache noch mit Chlor wann sie gestorben sind da verlieren sie alles oder wann sie für Jugement sind der Reichtum hilft ihnen nicht für Jugement für Gott das hier wat implizit wollte man so pardon oder so. Ich wollte just so beim Vers 3 da steht Gold an Silver sie verrascht es sind zwar kein Expert an Chemie a Physik
wie soweit ich weiß, Gold oder Silber verrascht nicht so schnell, wann überhaupt, wie richtig. Das ist eigentlich eure bildlichen Ausdruck von, Mhm. ob dieser Erd normalerweise das Gold oder Silber, wenn ich besitzen, also etwas wert, also das kannst du auf der Buchs der Wert drüber raufgehen, aber so mit Substanz selber, also etwas wert bleibt. An Heiget behauptet verrascht, dat heißt, gëtt op eng bildlicherweis gesagt, du weet könnte in einer Zeitalter, könnte Jesus kënnsrek an dann as Gold oder Silber. Ja, an wann du no denkst verraschte doch wann ze den ass dat de Reichtum Leiit do an gëtt net mi gebraucht, dat Ja. das fir Mch war de doch hecht et verrascht, well das Chemie dit gebraucht. Et steht einfach do das sinnlos 100%. Me kom ich gucken am Levitikus, well wärs feier wollte stand lesen. Ihr seht dann guckt de Lohn vun den Dolenner, weil lo geht jo ganz weit an lof hängt de dun wirklich schweit zu doen. Also guckt de Lohn vun den Dolenner, die Felder gemeint hun, de Lohn, den dir hinnen fernenthalten hut, scheizt zum Himmel. Gescheiz von denen, die gemeint hun, aus dem Herr von den himmlischen Armeeien zu overkommen. Und denkt man méi von der Schweizer wollte ich aber, dass man den Levitikus gucken, Levitikus 19 Vers 13. Und dann wollte ich auch, dass man den von dann den 19 Vers 13 kann lesen, da gucken ich an ich lesen den Deuteronomium 24. Ja. Also so ist Levitikus 19. Ja, gib mir so eine Chance, dass ich meinen Doppelschlungen durch. Okay, dann lesen wir. Also an der Leier von Moses auf der Seite 177 Levitikus 19 Vers 13 da steht, erdreck net dein Nächsten, beklaue net und dann dat, worauf du wahrscheinlich raus willst, haal net den Lohn von engem Doleiner iwwernurcht für dich. Okay, und dann lesen wir den Deuteronomium, den gibt nach eng besser Erklärung. Den Deuteronomium 24 Verse 14 bis 15, das auf der Seite 282 an der Lehre von Moses ist. Da steht dann, erdreck net in Armen an bedürftigen Dolener, egal ob von den Brüder ass oder von den Ausländer, die an dem Land bannend dinge Perte sind ass. Du musst ihm sein Lohn den Tag selber bezahlen, ehe die Sonne untergeht, weil hin arm ass an den Lohn braucht, für zu überleben. Nicht, dass wenn es Dinger zum Yahweh rift, und sagt, so für dich zu sinn wird. Und ich meine, die letzte Satz, das ist das, was der Jacques, auf was der Jacques drüber raus ist, ganz klar für mich. Ja. Wollt ihr etwas dazu sagen? Für mich, sowohl an der Leier von Moses wie auch im Neuen Testament muss man es bewusst sein, dass man in einer Zeit sieht, wo schon unter einem anderen Begriff Sklaverei den Alltag ist am gesellschaftlichen Struktur. Aber sowohl der Jacques wie die Leier von Moses weist, dass das, was ich interessant fand, es geht nicht dazu aufgerufen, das System vorzustellen, aber innerhalb vom System sich richtig zu verhalten. Und das fand ich interessant, weil wäre ja relativ einfach mal den Sklav richtig umzugehen, wenn es eine richtig. Ja, aber Dolener als nicht Sklav, Ja, weil ich der weiß, Sklav hat nee. mehr Reichtum wie ein Dolener. Ein Dolener ja, war ja, wirklich ganz sinnen. Ich will trotzdem so, hier stellt nicht auf Rose von Stelle Luft für ein Dollar aus eigentlich in den Alltag Aber ich sicher geht. sicher geht. Mhm. Ich werde als ein von Haut gewisse so Stellen einfach konstant bezahlen all Monat regelmäßig. Das gar nicht, was ihr seht. Ihr seht, behandle richtig. Und was hier interessant ist, dass wie du siehst, dass sie es ganz bewusst falsch gemacht haben. Und auf den ersten Blick sehen sie weit gewonnen aus, weil sie sich stinkreich gehen. Aber den Ausdruck scheiß zum Himmel, Gott hat es gesehen. Und auf den ersten Blick sieht es ja aus, wie wenn Gott es nicht gesehen hat. Und das haben wir ja auch heute in unserem Leben oder in unserem Wirtschaftssystem, dass da Gefühle so von, da sind Ungerechtigkeiten an Gott gesagt sind nicht. Oder die Regeln von der Lehre von Moses gehen mir angewandt, kann die so wie was soll es da anwenden? Ja, auf den ersten Blick kann dann mal an der Periode so ausgesehen, mit der Jacques erinnert, nicht können den Moment, da könnte Jesus zurück. Und da könnt den, der wirklich jugieren kann, und dann seht den, da gehen wir Regeln, und die werden ja egal, und nicht schon das bis an den Himmel hören. Mhm. Also
auch mit dem heute wann den Dollar Euro geht gell weißt dann dass sie Nummer 1 Bescheid weiß was sie machen an dass sie seht los sie da aber eine kritischer Situation he. Weil du hast ja du geschwert dat gescheit erinnert dir statt und irgen Appes dat gescheit dat erop geht. Du musst den Vorbes mir präzis sinn. Nee kann aber net rennen run auf dat nimmen zofall weil schaut das woch man ennger Person geliers hun iwwer gescheit am Exodus genau dat das auch weg zofall weil dat das Genau. Person geliers hun Dorems geht So lass eich was du sollst denken weil da gescheit kannst du so gut Bibel stellen so das Exodus Kapitel 3 ja wers dat muss ich da gucken mit du seht Gott oder der Jahwe das aber am Ufang an der nation Zeng am Vers 9 ja vers 7 den oder besser okay also an der Lehre von Moses Kapitel 3 am Exodus op Seite 95 also der Vers 7 der Jahwe sollt weiter es schon lädt von engem Volk dat vu engem Volk dat an Ägypten ass gesinn an es schon hiet gescheit wenns tieren ënner Drecker heieren e Schwees vun ihrer Peng ja an da greift du an fir mech ass dat déi Uspilung déi den Jacques 100% sche mëcht datcht Nummer 1 Gescheit vun den Dollar ass opgange bei Gott an losi da an der Sinn dat ass klo wat du seet Di se an der Sinn schon ech ertappt war der Mat Di se lo an der Sinn well den Dollar Nummer 1 an Deuteronomium gëtt ganz klo erkläert dats den net Moier huet fir net en Dach net bezuelt ze ginn. Weil hier braucht de Lohn overs datcht muss die Belohnung kreien oder die Rekompense fir die Erbeste gemacht de Pa fir den Dach die muss kreien weil muss muss evaluieren. Am Deuteronomium ass hummer jawer ganz klar geliers fir wat dat se mussssen ausbezuelt gin. An ha können sofir wie wann se dat net machen. Das sind Leute, die sie schaffen, dann sie gehen die Sache mehr relaxen, so an du kannst halt wohl nicht. Und dann Mann, den da hängt, nicht speziell und nicht für seine Familie. Und dann, oh, du kriegst recht, Ende des Woche kriegst alles bei ihnen oder so. Da ist einfach mich ein bisschen schockiert, wie den Jacques so klar kommuniziert mit den Reichen, für zu sagen, entschuldigt, wir haben hier ein Problem. Ja, mir op der andere Seite also fir Perspektiv von denen also vun den Dollar an dann Exodus vun den israelsche Sklaven fir déi Perspektiv zu gucken ass déi die an der Dreck gin das auch ermutigend fir déi die an der Dreck gin an die vun enger unfairer Gesellschaft ja nütz dat kreen wat hier racht ass dass Gott dat aber heiert er gesagt. Da sind do an der Kontrollschulden an kann e wissen Gott vertrichten. Aber auch interessant dass weil der noch am Exodus gut zu Summe passt ha gett ja gesot we könnt den Herr von den himmlischen Armeeien also gëtt net gesot könnt Gott mal den allhebräischen Ausdruck Elohim dat wär dann nëmme so de Gott den Wälder schaf huet können doch net de Jahwe den oft zu de Begriffer so vu Gott vu eng relation man mensch mir gëtt den alttestamentischen Ausdruck der ja auch innen an der Faust net erklärt gëtt benutzt wo wirklich um Armeeie geht da das so groß Thema wat man net muss bis zu an diskutieren mehr der Thema Gott spielt auch an de Krischer mat eng roll an hegin Armeeien erwähnt das harden Tubak wie so wat den he senge reiche Leute als Sänger Gemeinschaften an der Diaspora du könne ich nämlich seht soll mal bisschen modern aus Gott könnte man Panzer iwwer dich gefu wann zu so vieren muss. Ja, weil man tut man Jugement zu den zu Dach. Wenn Sänger Armeeien do sehen, sobald Gott Sänger Armeeien do sehen, dann als Jugement. Also du hast kein Schwa. Erinnere ich an die Geschichte, wat Ringer Armee waret, die assyrische Armee waret. Die kommen also Gott schickt einen Engel. Ah, ja. Mit trotzdem ich mengele wann Prediger von der Kirche da giffen wir müssen es ja feststellen dass der Teilfleisch in der Gemeinschaft vier geliers gouf
an der heutiger Zeit an der christliche Gemeinschaft, du wannst aus Predigen nur 4 gehst an du siehst ich will dir schaut abs Martin, da siehst du also die Reichheit in der Kirche, also übrigens von der ich weiter so behüllt, irgendwann könnt Gott mal Panzer und da könnte Schlöch daran und bring dir Jim. Muss sich auch schon wohnen, das zu so. Also, Schmengen de Jacques huet die Autorität fir dat kennen ze machen. Wie man feststellen de Jacques ass jo net irgendein. egent den Ja, aber trotzdem. so de Pol den huet zech him ënner Urdent an op he gelauscht hat. Also wann ich etwas muss so also fertig mat der Bibelübersetzung geleiert hun als Bibel höl ke Blatt für an der Wand an dat gesinn auch hei also et sinn an neisen Übersetzungen as Dax alles schein poléiert gin fir das Leiit net zuviel schockéiert gin méi Bibel direkt Sachen han wirklich ganz krass aus also an den Originalsprochen. Ja, loget nach méi interessant, wann man die nächst 2 Versen nach Fall gucken. Du huet der Erd am Pläséier an am Luxus gelieft. Du huet Herzer gemäscht, ewéi fir Schlecht dach. Dann seten die Hut de gerechte verurteilt an der Mord hin huet sech net gewiert. Wat am Pläséier ze liewen oder am Pläséier an am Luxus ze liewen, was da de Problem? Spaß zu hunn an Reichtum zu hunn ass net de Problem. De Problem ass wann dat der Lebensstil ass. Ja, da muss heim eigentlich bei dem Abschnitt oppassen, dass net gëtt Abschnitt in der Bibel, wo iwwer die Reich stark geurteilt gëtt mit 1. Timothée 6 denke das net der Reichtum de Problem mit Geld gie ass de Problem also wéi steht mein Herz dazu. Du kannst net darunter erkennen, wann ene Ferrari besitzt an der Hoffnung, dass du aufbezahlt hast. Du kannst nicht Ferrari erkennen, ob eng Person reich am negative Sinn oder reich am positive Sinn ist. Du kannst eingetreten erkennen, wenn es das Herz an du gesagt wegen Ausstellung hat die Person mit Schule Ferrari als Beispiel man den dicken Hause ich weiß nicht fertig. Aber das war ein christlichen Ausdruck, tut am Herzen den. Ja, Okay. Gedanken, ja, okay? Weil den ganz Welt lebt an den Gedanken gedeieren durch an den Gedanke so dat das Priorität für mech wann ech Reichtum will Summe sammeln dat ass an den Gedanken Ja. und das mega wichtig wann dat du eng Lebensphilosophie ass an der Lewen dreht sich Storms wird mir gesot oder eng Lebensstil für Sachen zu häufen dann hummer ein Problem, weil ihr seht ja, die Hut Herze gemäscht. Wie kann man das verstehen? Oder müsst du verstehen, die Hut Gedanke gemäscht? Weil beim Herz ja, im Hebräischen, das heißt du, das ganz oft Gedanken sind, die ugeschwart gehen. Aber was für Gedanken hätten sie gemäscht? Dass es ihnen gut geht. Und da seht ihr, wie für Schlecht dach. Ja, ein Kalf gëtt gemascht oder also zum Beispiel ein Gans, die gëtt gemascht fir de Foie Gras, ein Kalf gëtt gemascht fir ze schlechten. Dat Okay. ist den Zweck vom Mächten. Genau. Das heißt, hier sind hier Gedanken so konditioniert, für sich fett zu machen. Weil Schlechtdach, was geschieht, der geht geschlecht und sie hören sich die Fettportionen, die guten Portionen an der Hinsicht. Aber tut dummer sie, dass sie sich dummer der voll gestopft haben, was der Reichtum geht und so weiter. Und dann könnten, oder wollen wir absolut, ne? Da könnte bei die Hut de Gerechte verurteilt an der Mord hin huet sech net gewirrt. Wen hast de Gerechte? Also tut net 2-3 deutlich. An der Bibel gëtt die unter Jesus lewe sinn och gerecht méch menge, weil he steht de Gerechten och van de Kontext natürlich iwwer doleiner also weil der schwätzt mengsch dat se schon hat Jesus selber mengt an de bësse so wie am Hebräerbrief, wo Orenker gesot gëtt so vun wann du verstanest, dats de Jesus fir dech gestürwen an Oberstanen ass, da soll den net irgend von degem Lebensstil gesinn, a wann de
an engem Lebensstil an der Sinn liefst, bei den Reiche lo am Sinn vun der Fokus bemol nimmen noch op den materielle Leid, dann müsste so wie wann du de Jesus Neuenker verurteilst an der Mord. Ich menge schon, dass der Teil de bisssen dieselbe Sache as wie am Hebräerbrief Orenker ugedeut geht und das iwwer der Jesus schwätzt, weil wann het nämlich die gerecht wären, die glewech, die auch einst in der Bibel als gerecht geschrieben giwech behaupten, da gife net han run Satz schon hin sich net gewirrt. Weil muss ich schon ehrlich sehen, also ich lebe in de Jesus, je nachdem wie du mat mal umgehst. Okay, setz ich lo an die Kondition, dass die reich sind und die reich repräsentieren wen sollen sie normalerweise repräsentieren. Sie sollen nur falsche die- von Jesus sind, sie sollen Ja. Gott Jesus repräsentieren. Machen sie in diesem Fall. Nee. Nee. Sie machen just de contraire. Mat ihren egenen Volksleit, die auch noch Brüder und Schwester sind an Jesus Christus. Das ist das zweimal mehr dramatisch noch dabei. Und einmal die Konklusion wat machen, wollte ich einfach enke, dass wir de Lück lesen. De Lück 12 Vers 13, weil ich will, dass man hören, was Jesus dazu zu sagen hat. Lück 12 Vers 13 bis 23. Wie wird das lesen von Schrift? Schließen dat. Das ist auf der Seite 136 im Neuen Testament. Ach, sind am Jean. Also Lück 12. 12 Vers 13 bis, was hast du gesagt, 23. Ja. Okay. Du se den aus de viele Leid zu him. Lehrmeister, so mengem Bruder, dat hin Dirschaft mat mir deele soll. Mënsch, wen huet mech als Richter iwwer Dir ja gesat oder als Mediateur fir an Ärer Erbschaft ze arbitréieren, huet de Jesus him geantwort. Du no so hin zu hinnen, Git urcht an hidisch fir un der Rangstechkeet. De Mënsch sei Liewen hängt nämlich net vu segem Besitz auf, egal wie reich hin ass. Hin huet hinnen dës Gleichnis verzielt. De Bodem vun engem Reichen huet ganz viel gedroen. Den deucht sech, wat soll ich lo machen? Ech hab kein Platz fir még Rekol ze lageren. Sot, ech mache folgendes. Ech rappe még Scheieren auf, a baue mi grösser. Dodra kann ich dann mein ganz Rekolt an mein ganze Besitz lageren. Da kann ich mir selber soen, du hast lo ein groß Reserve für ein 3 Joren. Rascht lo, jes drink as ihr auf guter Ding. Mir Gott so zu him, du topert, nach Hand gëtt deng Seel von dir gefordert. Wie krit dann all dat, was du opgekept hast? So geht es dem, der für sich selber Reichtum opkept, mir net reich wie für Gott ass. Du sollt hin zu senge Jünger, dofir sone ich, mer dirch keng Sorgen iwwer der Kliewen, iwwer dat, wat dir erste sollt, an noch net iwwer Äre Kierper, iwwer dat, wat dir rundoe sollt. Kliewe besteht nämlich aus méi wie aus Essen, an de Kierper aus méi wie aus Kleder. Okay. Ich meine, Jesus als in tune mam Jack. Oder Jack als echter in tune mam Jesus. Weil ich schwätzen an zu dieselbe Spruch. Das heißt, hei zum Schluss um Tag, die leif reicher, die sind nur falsch von Jesus. Für wat beholt ihr so? Weil Jesus hat selber gesagt, was fängt man an, weil Gott hat gesagt, du topert, hat er fertig mit dem Leben. Was müssen wir mit dem Reichtum? Wo geht das Reichtum hin? Man es verfault. Geht rastig. Weil hier wird es nicht mehr gebrauchen. An ich menge, wann ich reich Gesellschaften gucken, an ich mengen als Lützeburger muss man auch dazu erzählen, also mengglisch wenn man reich sind oder über Materialsachen von Gott abs gesagt kriegen, muss Gott auch oft relativ direkt schwätzen, weil wenn man ehrlich man das selber sind, materielle Sachen, du hängt das Herz ganz schnell viel drin an Ja. das vielleicht übrig, du hast doch mehr direkt zu sehen wie bei anderen Sachen, wo ich mehr sensibel muss. So. Ja, weil Sachen hängen, das Erinnerung, das den Gefehler spielen mat an den Gedanken spielen mat das schon eng sagt die ganz so eng bin. Meier Schiffals für mech fordert de Jaglo die Reich op die Nofolger vom Jesus sinn fir zu keieren. Ändert
Gedanken ändert, wie der funktioniert. Ändert. Und holt der Gedanken, und adaptiert der Gedanken zu dem, was Gott ihr herausgefordert hat. Das heißt, mehr das, was richtig ist, Gott sei genannt. Ich meine, das ist zum Schluss im Tag, was Gott will. Er will einfach, dass sie auf Gott lauschen. Und ihre Meinung ändern. So wie sie was hauptmachen, dass sie ändern und Gott seine Meinung unhören. Gott seine Gedanken unhören, und die sich, was darüber denkt, wie soll merken. Vom der Weile lesen am Vers 7, da steht dann, dafür seid geduldig, Brüder, bis das den Herr könnt. Okay. Und lo, schwätzen aber mit den Reichen, oder aus der mehr generell und alle guten Nachfolger von Jesus, die an der Diaspora sind, die Juden sind. Also wann nur Brider seht, gebe ich mein Instinkt wird zu so für das sich generellerem und Leid riecht. Dann erklärt man lo, süß eng sag. Ich frage süß einfach sag, kennt ihr eng geduldig Person? Dir persönlich an ihrem Leben, kennt ihr eng geduldig Person? Ja. Du hat die eng oder Ahne, aber sie sind eher selten. Okay. Für was so dir dann, dass das eng geduldig Person ist? Für was so das dann? Für was denkt du an die Person, dass die geduldig ist? Was tut die Person, dass das Geduld ausgedrückt wird durch die Person? Wie möchte ich die Definition nicht für Geduld mal dran zu setzen? dass sie die Person wurscht und denken, dass die Person, die nicht zum Beispiel so, weil ich sie keine geduldige Person, die nicht so wie ich, wenn sie etwas will oder wenn sie etwas geplant hat, schon mal der Face wibbelt, mir ein Vertrauen drauf hat, bis den Tag, wo ein Projekt geplant ist oder was auch immer, worum es geht, können Face schon ruhig sein. Ich meine andere Sachen, ich mein Kopf dreht nicht die ganze Zeit drüber. Bei gläubischen Leuten, ich bete einfach zu Gott und hier kümmert sich um den Rest. An den Tag selber sind sie auch ruhig an der Sache unterwegs. So, ein paar Leute kenne ich so, die so ein bisschen so sind, ob man es von außen schenken soll. Für dich selber? Ja, ich gebe vielleicht ein bisschen anders das ausdrücken. Das einfach für mich als eine geduldige Person, also wenn ich schon die Leute denken, die ich schon im Kopf habe, die Vertrauen darauf haben, dass so wie Sachen kommen, also wie sie Sachen planen, alles an Gott seiner Hand ist. Und die sich keine Sorge machen über die Zukunft. Und ja, diese Schnitt, wie soll ich das ausdrücken? Die nicht für ja, ist ein bisschen so wie ein Team oder einfach so ein bisschen die nervös sind für die Zukunft. Ein Nicht geduldig, ja, also die nicht nervös sind für die Zukunft, die einfach ruhig sind. Das ist für mich eine geduldige Person. Da komm ich gucken ecke den Satz. Dafür seid geduldig, Brüder, bis das den Herr könnt. Was das heu zusammen gesagt? Ja, Die eine Seite hast du Geduld. weil dafür auch von dafür nimmen wird die Reich gehen, die Reich und dafür wollen hier Belohnung kriegen, und die anderen die warten an der schwere Momente, bis das der Lohn könnt. Okay. Aber wenn ich den Satz an Druck gucke auch der Bauer wart, ob die wertvoll Frucht Ja. aus dem Boden. Ich wollte für dich nach den Satz gucken. Okay. Okay, der Satz, den weist, den möchte eine Verbindung mit Geduld und Hoffnung. Das heißt, wenn du geduldig bist, dass eine Person die Hoffnung hat auf Zukunft, aber nicht auf irgendetwas, auf den Herr, das heißt, auf den Jesus, der könnt. Und das ist, was ich für mich faszinant fand an dem Satz. Du kannst nicht in Nachfolger von Jesus sein, in die geduldig ist, wenn du auch darüber guckst, dass der Jesus zurückkommt. Und dafür bist du geduldig. Du bist nicht geduldig, für das du deinen Lohn ausbezahlt kriegst. Du bist nicht geduldig, für irgendeinen Plan umzusetzen. Du bist einfach nicht mehr geduldig und du gehst durch das Leben mit der Geduld, weil du darüber guckst, dass Jesus zurückkommt. Und das fand ich faszinant. Dann solo führen, der Schweiz führen mit Weil dem nächsten Satz. du könnt den nächsten Satz gucken, auch der Bauer wart, ob die wertvoll Frucht aus dem Boden mal wart geduldig drauf, bis dat sie den Hirsch an der Frühjahrsreh kriegt.
ich kenne 'ne Bauer, den ich während Jure konnte beobachten, den ist mittlerweile verstorben, mit den das war so ein Mann, der sein ganzes Buch besteht daraus, wie he steht, trotz Vertrauen am richtigen Moment müsste kommen, an am richtigen Moment muss ich auch de Kaschnatz Trekolde ranhöllen, aber dem Mann war zum Beispiel so, der war glewech an wat ganz duf Bauuren alle Gute gesot ja lo muss der sondes Trekolde ranhölle, weil mein das werde tränen, dann hue hier gesot ne sondes Moes sind ich an der Kirche und mit manchmal der Familie an ich vertrauen darauf, dass Gott nur man noch Zeit gött fir dran zu höllen, an den hat die war Jahrzehnten eigentlich immer Geduld dat ze man, wo ich selber den net de Bauer wie ich wär sondes so an der Kirche gewircht, weil ich mir gedurcht hat also all die anderen fuhr rundrum an die hunne bannen wat man nicht an dat beschreibt ja heute dass die Reich wo ja eigentlich hier ein Reichtum oder propriiert unzusammen für sich sie wat ihn um Schluss nicht bringt, weil Gott interessiert hat Geld nicht an eigentlich se den ha vertraut ob Gott so wie Bauer wie gute Bauer müssen ein Spalt so den darauf vertraut reden können am richtigen Moment. Ich weiß nicht, ob Gott sich nicht für Geld interessiert. Ich meine, dass ich da. Hier Also will, ich mein, dass es, ich, hier ja. will, dass es respektiert wird, dass du Proprietät hast, weil hier will, dass du Proprietät hast. Nee, ich schon gemengt mit Ja. Geld eben, dass du nicht mit, du kannst nicht mit Reichtum nur bezahlen, das Aber Gott mit 100% das so nicht gemengt. Ja, ja. 100% nicht. Und da geht es für uns. Weil Louis de Höltenecke seht auch dir geduldig, stärkt der Herzer, weil dem Herr sei kommen aus nur bei. Und wie der Höltenecke. Lo ist immer noch eine andere Perspektive. Und ich gebe auch heute so ein stärkt Gedanken auf Platz Herzer, weil ich weiß nicht, was das heißt, stärkt dein Herz. Müssen mehr Sport, dann ist dein Herz gestärkt. Aber wenn du den Gedanken stärkst, dann kann ich etwas so fangen. Wie seht ihr das? Ja, so wie du gesagt hast, ich meine, du stärkst dein Herz, an dem du die Hoffnung hast, dass der Herr könnt, also an dem du dem anderen eben erzählst, dass der Jesus zurückkommt, dass es eine Belohnung wert ging. Das gibst du indirekt so, und das sind das vielleicht teilweise so. Also ich gebe behaupten, dass die Idee von Gedanke stärken, dass das darauf baut, dass er sich am Wort trainiert. Es kann ihn just seinen Gedanken stärken, an dem Sinn anderen, an stark machen, am Sinn von es sie stark für nicht dem Reichtum zu verfallen, an meinem Reichtum falsch umzugehen, wenn ich das Wort gut kennen, an meinem Wort richtig kann umgehen. Ja, wurde auch umsetzen. Ja, das darf ich Theorie geht nicht klar. Man dürfen so nicht stärkt ein Herz ich weiß nicht ob das das richtige Ausdruck mir am Hebräischen heißt das stärkt ein Gedanken an hier ist dann nur die zwei Perspektiven und dann du geguckt hast nicht die erste Sache gesagt Geduld also in Verbindung mit Hoffnung gesagt gehen an losete Geduld kennt durch auch Stärke von Dingen Gedanken an dass du die Hoffnung hörst dass Jesus rum könnt dat heißt lo gleichzeitig aus wat mir lo machen wir sind gegangen an der Bibel zu gucken an der Bibel als ne zu hören zu studieren für das auch alles Gedanken ajustiert gehen an dass man die Gedanken von Gott anders opholen an die Gedanken die man zum Beispiel nur über Reichtum hätten dass man die giffen op Zeit stellen also dat sind mir Gedanken ich voll die mir hun und ich meine das mich und dat ich auch geduld dat heißt, das ein ganz andere Perspektiv du erneuerst oder du remplacéiers die Gedanken die net gut sind mat den Gedanken die Gott dir seht die gut sind und das fand dat spannend dat heißt, da eng einer Perspektive von der Geduld wenn man da weiter gucken wie wird die nächste Satz da lesen am Vers 9 Geschwister, beklot ihr nicht über den Nähen, für dat ihr nicht geriecht geht. Guckt, der Richter steht schon für unter dir. okay. Ich meine, heute nach ein einen Ausdruck gehen für Geduld aber das an negativ Also das aber ein schwitzig, weil dafür hätten sich selber am Numm von Gott über die Reich beklot. ja?
an lo seeten beklo Dir Schnitt, fir dats der net riecht gëtt, also eigentlich den Zostand vun der Ungerechtigkeit och an de Gemeinschaften, dats net immer all Mënch sech richtig géiwwer an verhält, kann je dazu bringen, dass ich eben mich iwwer den anderen bekloen oder an engem Herzen oder an menge Gedanken oder sogar an der Dod den anderen verurteilen oder richten oder unfair behandeln. Und he se praktisch Geduld, dass du dich unfair behandeln lässt oder die Ungerechtigkeit hast du und du vertraust, dass das Gott am richtigen Moment riecht beit oder zrecken an da riecht beit so weiter. Das noch das ist natürlich interessant, weil dafür aber den Reiche ganz klar gesot huet, er verhalten das falsch und trotzdem muss der man Nenenski. Ja, verstehst du das noch ein bisschen ernst das, oder? Nee, also nee, direkt nicht. Also mein Gedanken am Moment zu sinneren, dass du ein bisschen schwer. Okay, wenn du seht, Geschwister beklot ihr nicht über den Nähen. Für wer ist das wichtig? Um was geht es hier? Hier geht es um Gedanken. Also, wenn sich jemand etwas beklos, was müsste nicht? Du hältst nicht die Gedanken von Gottsinger Perspektiv un, weil hier schwätzt du von Dinger Gerechtigkeit. Wenn sich jemand etwas beklos, das heißt, du siehst, das tut uns nicht gerecht. Aber ist das dann auch so? Weil was wir denken, das ist nicht immer gerecht. Das tut just immer zu den, dass ich nicht das kriege, was ich gerne hätte, zum Beispiel. Mir das tut nicht mal Gerechtigkeit zu tun. Und das ist für mich mega, mega wichtig. Was seht, dir sollt dich nicht immer analysieren, in den anderen zu akkusieren. Und dir sollt nicht in den anderen sind, die Rechte aus. Weil wenn dir ihr schon sehr zu richten, wenn dir ihr schon sehr zu richten, okay, wenn dir ihr schon sehr viel zu richten, da würde ich so Person, der Richter steht für unter dir, natürlich. Was ist dann noch mir wichtig? Wo konzentrierst du dich drauf? Wenn ein Thema man sieht, gehst du den Bibel oder man sieht, die Sterne Leute zu jugieren? Das ist ein bisschen das. Aber ich meine, für mich gesund, die gibt er Bibel lesen und nicht den anderen verurteilen. Und dann mal vielleicht gucken, von Gott seiner Perspektive, wie steht die Person dann lo wie von Gott du? Am Platz, dass du. Was du dich über deine Person oder über, also ja, beklot dich nicht über den. Das heißt, wenn du dich über deine andere Person beklust, das heißt auch, dass du auch nicht dankbar bist. Wenn du dankbar bist für das, was du hast, für deine Situation, egal wie so ist, da beklust du dich nicht. Also. Das heißt, beklonen ist absolut nicht mit Geduld zu tun. Das ist eine Ausstellung. Ja. An Rëm hunn ich gesinn, dass Geduld doch ein Ausdruck davon ass, dass du dich nicht beklos, aber ob die Hoffnung guckst, dass du weißt, dass ich nicht gericht gehen, weil der Richter könnt. Ich fand das faszinant für mich. Das hat auch eine andere Perspektive als für Geduld, die für mich ganz wichtig ist auch in der Hinsicht. Also ich gewesen, ob ich Lust auf Fehlgreif, mir schmengen dafür erwähnten diverse 10 an Ja, 11. das ist perfekt. Kann wir lesen weil du nämlich selbst beschreibt und da 2 Personengruppen noch erwähnt. Am Vers 10 an 11 steht: Mein Geschwister, hol dich am Leiden an der Geduld, Beispiel und die Propheten, die am Numm vom Herr gespart tun. Guckt, die ausgehalen hun, habe mir viel gesehnt, die Hut von der Ausdauer vom Hiob hören, an die Hut dann gesinn, dass den Herr herbeigefeiert wird. Den Herr ist nämlich voll Mattgefühl, aber Barmherzigkeit. Also ihn hält ja heute Beispiel von den Propheten auch vom Hiob. Und was interessant ist in der Bibel, auch hier beim Jacques, mir haben wie du gesagt, die Bibel beschreibt Sachen mal, wie sie aus. Also es gibt eine Ungerechtigkeit, es gibt 3 Leute, es gibt Leute, die falsch behandelt gehen. Es gibt Leute, die sich nicht richten können an Gemeinschaften, an die mit dem anderen Charakter nicht eins gehen. Es gibt Ungerechtigkeiten, es gibt Leiden.
dat alles streit Bibel net of an gët auch Bibelstellen die soen du musst den trächten de Leiit du musst dem helfen so weil mit dat das net de Schwerpunkt mit de Schwerpunkt das he wie wannnech den de sinn de Leiit oder de sinn du bei de Reichen den an ungerecht behandelt wéi bringt fertig am engen Gedanken an menggem Herz Perspektiv hier ze kreen an he könnt ihr mat 2 Personengruppen die Firma am Alten Testament bekannt sind dass se net so einfach hatten als Propheten du gëtt ja an Hebräer 11 Ja. ganz viel Propheten aus dem Alten Testament die erwähnt gin die net immer flott leben hatten und trotzdem hier Perspektive op Gott gehalten und den Hiob was ja einstehen den am extremsten am Ja, mit den Hiob ass awer am eng Sach eng Urspilung wie wat ass den Hiob fir mech rauszit ass den Hiob war mega reich. Er war net nëmme bësse reich. ja Den Hiob war mega reich an den war mega arm. Sen Gesundheit war so gut attackiert gin, also den hat gesundheitlich Problem her no. Me hin huet wat nie opgehalen zu machen. wo Gott festzahl Sen Geduld zu soen Gott greift an, Gott könnt. Der Retter könnt. also das Kind so dass den Hiob erwähnt gëtt Ja. an eigentlich also den Opruf dazu mis den ein Lo ganz Buch vom Hiob lesen für den Satz wirklich Ja. zu verstehen weil wann den Hiob durchliest wir haben so Kapitel 4 bis 32 wo die 3 echte Kollegen mit Team diskutieren du denkst du wirklich der Titan hält nie an Ja. an genau das Gefühl sollst du auch Hund. kriegen an das musst du he am Handkap hun leiden ja die Dauer lang Schmengen das du wennst du de gut Beispiel aus weil den Hiob put ja die Frön an die Frön die Schwätze vun herer Perspektiv wat fir sie Gerechtigkeit das. Die nee se Hiob dat ass dengege Schuld, dats nummer richtig dat bestroft gës an Schmengen de Geduld muss du hunn und dass dat du setzen sis ja ech werden drop dats de Richter könnt a mir seht wo ech falsch sinn. An Schmengen da as mech mega spannend. Ja. Wo man so iwwer diversenheit geschwat hun Datei hummer doch schon alles enke gesinn. Ja, richtig. Dann Schnno geguckt an die heute stand mir hun ja von Chiasmus von Ja. Jacques vom ganze Buch geschwat an den Deel den man haut gucken als parallel zum Jacques 1 Versen 9 bis 21 an Genau. du greift dieselbe Themen op dass der Reichen dass den Armen zum Beispiel direkt am Vers 9 der Bruder aus niedrigem Stand soll aber op se heich Position höfrisch sinn. De Reiche soll op seg niedrig Position höfrisch sinn, weil hier en enges Dags ewéi eng Wëllblum verwirlecht. Sonn geht nämlich mat enger gliederscher hëtzt op a verdrischend Gras. Bléif halt rof an der Blum hier Scheinheet ass Futti. A geneso vergeht auch de Reiche mat allem wat je mëcht. Das sie genau dieselbe Ideen wie en Heilo am Text auch afir Heft. Einer Perspektive weil hei setzen lo Geduld dabei an wat Geduld hecht fir die langfristig Geduld zu hunn den Hiob hat 100% langfristig Geduld hat. Hol noch etwas dabei zu fügen? ich mir ist just bei mir dat das lo ein Beispiel aus dem Sport für enger Zeit eng Doku gesinn ich weiß nicht wie vun ihr den Nationaltrainer vun Deutschland vu freier kannte Berti Fuchs beim Fußball Ja. auch net wichtig ob er da kennt mit Geschichte dass war Nationaltrainer 1994 waren sie bei der Fußballweltmeisterschaften du sind sie méi frei aus dem Tourneier rausgefallen oder rausgeflohen wege so gedurcht hun an hier gouf du an der deutscher Presse enker gutschen Drecke zun an du gëtt Geschicht an der Dokumentation die schenkt der wower zu sehen dass den Helmut Kohl hin dann ugerufen persönlich als Bundeskanzler gesot huet hohe Geduld hal du an 2 Joer gëtt nes der Europameisterschaft egal wat Janer soen bleif run an 2 Joer Dr huet de Mann gewonnen an du goufen gefeiert an dat ja ein Partei auch gesot gët dann mit den hier was dat Beispiel de fängt sommer mal Reichtum heich dann landte ganz Dave Press as och geinte kennt ihr so weil seg 3 Kollege sommer mal spielen Nee, Familie as eng Familie soch geinten a Gott se so hal du wobei Gott net viel äußert beim hier an dem Moment an Hanno ass ja dürbel so reich also krit ja alles dürbel soviel lo geht net drin den Text sieht ja net dass man Material nimme sollen denken dass man haut 100 Euro für Gott fortgeholt kriegen dass man 200 Euro zurückkriegen mit die Ausstellen grundsätzlich an der Bibel ass ja Leute göttet Problem göttet mit etwas dann der Ewigkeit kris
du hast der Titan den Paulus Seedenker, den Apostel Paul Seedenker an Römer 8 bis 18, ich übersetze nur ganz einfach. Die Leute an dieser Welt sind ein Witz gegen das, was dann der Herrlichkeit an der Ewigkeit versaliert. An die Perspektive zu haben, ist nicht immer einfach, aber das ist, meine ich, wo man ermutigt geht. Ja, genau. Ja. Wir sollen aushauen, weil der Jesus kann zurück. Tipptopp. Wenn wir dann nicht mehr beizufügen haben, da wird man die nächste Kehr den Jacques 5, Versen 13 bis 12. pardon, 12 bis bis 18 gucken. Voilà. Das war es dafür heute. Abonniert gerne den Podcast Bibel seht wat, organisiert von der LBE-SBL. Für alle Fragen und Feedback schreibt das gerne über info@lbe.lu an. Merci, dass ihr noch gelauscht habt. Adi, bis nächste Kehr.